Es geht weiter, stets heiter bei Anno. Nein, nicht ganz natürlich, bei Fire Emblem Engage. Ja, fast wieder. Fast. Naja, zum Teil. Falsch moderiert. Egal. Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage und ich habe offscreen die Ringe poliert soweit. Ich kann ganz kurz noch zeigen, nicht, dass ich irgendwie denke, ich lüge und so. Da Ringe poliert, alle lächeln wieder, strahlen wieder und ich habe dabei gesehen, dass wir ein neues Ding bekommen haben, neues Achievement. Gleich mal holen gehen, weil es bringt dir Bandfragmente, wa? Die Maistax, Bündniswaffe von Leaf. Louis mit Hector, das sind schon Best Friends, wa? Gut, Pinwand ansehen, die Erfolge. Zeig mal die Erfolge, die wir haben. Das sind jetzt nicht viel, aber immerhin 100. Das geht doch, wa? Vollständig, ein paar fehlen noch für unser Gespräch mit Amber. Also mit allen noch Gespräche führen. Tribunier für den Kampf, Anna und so weiter und so fort. Okay. Bald sind irgendwie 100er hier, war jetzt nicht so teuer, also nicht so relativ viel einbringen. Hä? Bescheid 10 Gefechte. Haben wir das nicht schon? Gesamt 7 Mal. Hä? Okay, was versteht ihr unter Gefechte? Frage ich mich gerade. Die Dinge kommen aber auch bald. Haben wir auch schon sehr viel gemacht. Im 5. Aktivitäten-Teil. Fehlt auch nicht mehr viel. Von 5 Minuten mit A-Unterstützung geweckt. Oh. Gut, die bringen jetzt auch nicht so viel Bündnisdinger ein. Bei den anderen 7 aber auch, da bin ich schon gut dabei. Oder passt. Das Spiel 96 Stunden kriegen wir auch noch hin, keine Sorge. Das Kapitel beenden, die Sidequests beenden natürlich auch noch, ist klar. Die einsame Erbin, Der weiße Lord, hast nicht gesehen. Oh ja. Gut. Ja, damit vorhin nur sagen, legen wir los, beziehungsweise weiter. Die Embleme sind zugeordnet. Also das erste Mal gucken, ob wir irgendwie was noch umordnen. Der Plan für heute ist ja eigentlich klar, dass ich gesagt habe, ich lasse mal Chloe zu Hause. Wir wollen damit auch so weitermachen. Ich könnte Chrome mal mit Michael kombinieren, weil Lucina ist eh schon Maximum. Ich würde gerne Citri mitnehmen, um das mit Camilla zu testen. Also im Prinzip die hier unten sind ja fix, weil es ja auch zum Teil neue Bande sind, zum Teil auch nicht. Lange schon nicht mehr eingesetzt worden. Das sind 6 Stück hier schon mal. Schon mal da 6 Stück. 7, 8, Louis, 19. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, war. Was noch alles machen dürfen. So. Wir brechen auf zur Weltkarte bitte. Göttliche Kapitel. Oh Mann, ich bin geschädigt von göttlichen Kapiteln. Das war übel, ey. Chrom darin, aber auch die mit Camilla. Naja, bald werden wir uns noch das mit um Fire Emblem Heroes kümmern. Aber das wird dauern. Kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe jetzt doch mehr Interesse. Die Sidequests müssen zwar auch mal sein, klar. Aber komm, wir sind erst bei Kapitel 18. Also müssen wir auch hier mal ein bisschen loslegen. Los geht's. Kapitel 18. Eine kalte Reise.
これを持て。これは我の力を込めた魔法だ。お前の術の力を何倍にも引き上げてくれよ。我の力、そしてお前の術をもってしてベイルを完全なものとするのだ。ソンブル様。あれには使い道がある。来たるべき時までつつがなく努めよ。承知いたしました。すべてあなた様の御心のままに。ソンブル様、何つかぬことをお伺いしますが、ソンブル様の巫女はベイル様お一人でいらっしゃいますわよね。それは今はという意味か。はい。であれば答えはしかりだ。そうですわよね。やはり私の考えは杞憂でした。申し訳ございません。なぜそのようなことを問ベイル様が生き残りのご兄弟がいるとおっしゃるものですから、真偽を確かめなくてはと。何でも渡された流石が今も砕けていないとか。う？ほう。ですがソンブル様のお言葉こそまこと。ベイル様は何か勘違いをなさっていたのですわ。1000年前、ソンブル様の巫女たちは皆戦の中で散りましたもの。中でもひときわ優秀であった燃えるような髪と瞳の巫女様はうっすらと記憶にあります。確か名はセピアよ。はい。我は死した子らの名も顔もいちいち覚えておらん。だがそのものには我がとどめを刺した。はい。直後に我は倒れ封印された。お前はそのもののムクロを回収したか？いえ。では先ほどの質問の答えを変えよう。答えは否だ。もしも開口するようなことがあれば確実に消しておけ。そんな。ではやはりあの者が。船を手配してくれてありがとうございます、アルフレッド。Nur ganz kurz ein Gespräch zwischen Zephyr und Sombron. Sie erwähnte das an einem Kind mit feuerroten Haaren und Augen. Ist das nicht der, den wir gesehen haben in einer der ersten Folgen, also sprich sogar eigentlich noch im ersten Kapitel, vor dem Angriff von, sag jetzt mal, der bösen Welt, vor dem Angriff auf unser Schloss, sprich, wir hatten doch damals irgendwie so eine Vision, wir haben doch irgendwie gepennt und so und irgendwie so einen seltsamen Traum gehabt, alles schon in Flammen und eben so ein Typ, der eigentlich so ähnlich aussah wie wir, aber eben halt komplett feuerrote Haare, Augen hatte und auch irgendwie so einen bösen Blick. Oder? Oder täusche ich mich jetzt da irgendwie? Oder eben sah der uns auch nur ähnlich. いいんだ、礼なら母上に。イルシオンに向かうならとフィレネでも有数の性能のものを用意してくれた。フィレネ城やオートに変わりはありませんでしたか？ああ、僕たちがブロディアに向かってから城への襲撃はなかったそうだ。よかった。母上には指輪のことと各国の状況を報告しておいた。奴らが王の血を狙っていることも伝えたよ。モリオン王とハイヤシンス王の件は母上もショックが大きかったようだけれど。そうですよね。それからフルルの港での一件は王家から支援を惜しまないとのことだった。元の美しい港に戻るには多くの時間がかかってしまうかもしれないが、もう二度とあんなことが起こらないように早く邪竜を倒さないといけません。イルシオンに着いたらどうする？すぐに城を目指すか？そうしたいところですが、まずは情報を集めます。指輪の数で勝っているとはいえ返り討ちにされては元も子もありません。それから
欲しい情報がもう一つ。もう一つ。ベイルが無事かどうか気がかりです。確かにただでは済まなそうだったな。本来の人格を消し去る気かしら。あの女ならやりかねないわ。ベイルは母さんの敵です。事情はどうあれ、その手が母さんを殺したことに変わりはありません。でも今は心配なんです。無事でいてほしいと思ってしまう。確かに同情の余地はあるように感じたよ。危険を冒してまで指輪をこちらに渡したのだから。罠って可能性もあるよ。全部演技なのかも。指輪を渡して信用させた可能性もゼロじゃないよ。一理あるな。今はまだ結論が出せん。それでも私はベイルを信じたいです。失礼します、神竜様。前方にイルシオンの船がこちらに近づいてきます。まさかシクが足止めに？奴らの姿は確認できません。しかし敵意を持っての接近であることは確かかと。この海上でうまく巻くことは難しそうですね。応戦しましょう。みんな戦闘準備を。Zu Wasser. Oh, das heißt, es braucht eigentlich möglichst viele fliegende Einheiten. Gerade jetzt, wo Chloe eigentlich zu Hause lassen wollte. Perfektes Timing. Was ihm nur vergeht mit Dunkelsynchro in Nacht. Dunkelsynchro. Ist schon eine Weile her, oder? Dass wir das hatten. So, das sind einige Feinde. Sag mal. Man kann 12 Stück mitnehmen, das ist natürlich erfreulich. Beide Seiten, das ist irgendwie weniger erfreulich. Was ist denn hier los? Magische Artillerie, ach nö. Muss das sein? Ah, ich will natürlich am liebsten direkt platt machen, aber... Die Kombination mit Soren, der eine, der andere mit Lyn macht einen Astralschuss. Das wäre eine Option. Noch ein paar Typen da unten. Warte mal, wir haben ja auch eine magische Artillerie. Hey. Flammenkanone. Okay, kann man nur Magie auslösen. Das wird aber kein Problem sein. Hier ist auch eine. Ja, war ja zu erwarten. Abyme, ein Berserker. Wenig Verteidigung, noch weniger Resistenz. Hä? Wollen wir mich verarschen? Die werden sterben, sowas von. Lündern. Ein Weißer. Okay, was ist mit dem los? Warte, aber eigentlich noch für eine bereits entwickelte Einheit, aber Level 5 relativ gute Werte. Gibt auch Schlimmeres. Der hat weniger ausgerüstet als der. Zum Kampfkrieg plus 20, okay. Da heißt, müssen wir die mal einfach immer irgendwie, keine Ahnung, mit Dingen angreifen. So. Donner. Zum Beispiel. Einfach möglichst schwache Dinger. Ah, Truhe, da natürlich nicht übersehen. Da haben wir auf beiden Seiten welche. Okay. Gut, ist aber eigentlich ansonsten relativ klar. Wir haben natürlich Bogenschützen, aber wir kommen hier überall schön durch. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt fliegende Einheiten. Wir gucken mal. Also, Michael und Sidal. Sidal ist halt... Michael muss sowieso dabei sein und Sidal ist auch klar. Louis und Timera als Tanks dürfte, glaube ich, auch gesetzt sein. Dann haben wir hier natürlich Boucheron Lyn, wie bereits erwähnt. Wäre es eine Option, so mit ihr zu handeln, beziehungsweise zu sagen, ey, das lösche ich einfach direkt schon mal aus. Mit dem Astralsturm, das wäre doch eigentlich schön. So, ich kann noch 7 Stück mitnehmen. Ich habe eigentlich etwas erwähnt von wegen, Moment, dass ich beiden Schwestern mitnehme. Natürlich die beiden Prinzen noch, aber dann machen wir es schnell anders. So. So, jetzt sind es noch 4 Stück, die ich mitnehmen kann hier. Citrin Camilla, allein schon weil sie fliegen kann mit Camilla, ist natürlich geil. Boucheron und Lyn ist natürlich auch mega heftig. So.
Jetzt hätte ich ja eigentlich gerne noch Marin wieder mal mit dabei. Mit Erika in der Kombi oder Ephraim, eins von beidem. Gerade Corin machen zwar immer einen guten Eindruck. Sonnenbogen und Langbogen natürlich cool. Junaka und Edelgard, hä? Auch der Freehouse Armreif, besser gesagt. Natürlich auch schon ein hohes Band-Level. Marin kann momentan nicht das Band-Level erhöhen, ne? Da ist ein bisschen doof. Andererseits bin ich mit Corin, mit der Kombi mit Fugado eh nicht so zufrieden. Aber wir machen doch mal hier, komm. Wir gehen diesmal ein bisschen mehr auf Magie, sag ich jetzt mal so. Okay. Dann Michael, Embleme. Sie sind natürlich so bereits erwähnt. Ich nehme jetzt mal hier den Chrome Ring. Da war, weil ich das Gefühl habe, es könnte spaßig werden. Fugado Corin ist eigentlich soweit auch gut. Kann man einen Ring ablegen. Marin, Erika, ansonsten... Ah ja, die Waffen, da war ja was. Beziehungsweise die Waffen selbst und besser gesagt die Stäbe. Pflege, Pugativ, okay. Obwohl du einen Rang S-Stab hast, naja. Was? Nein, nicht. Inventar, so. Ivy. Liebste Ivy. Du brauchst natürlich was zum Heilen. Ohne wird es sonst schwierig. Kriegst ein Pugativ. Stärkung brauchst du nicht. Das wäre eventuell etwas für sie. Also bislang auch nicht mehr so oft gebraucht. Rettung. Je nachdem, was passiert, wäre vielleicht noch froh drum. Citrin Camilla, du kannst sie auch heilen. Stärkung kannst du nicht, brauchst du auch nicht. Das 8 Felder wäre eine Option. Ich habe mir so viele Dinger, war Pugativstäbe und so. Dann natürlich ein bisschen unpraktisch. Also was machen wir so? Eine kurze Planänderung. Dann nimmst du von Stäben. Wo war er gerade? Wo war er? Ja, nimmst noch so einen. Hortensia noch eine. So einen, nimm doch noch eine Stärkung mit, komm. So. Ansonsten alle Items soweit. Ein Würmtöter. So war es ein Würmtöter. Was soll ich sonst nehmen? Ein Dolche. Wir haben nicht viele verschiedene Dolche, das ist das Problem. Mal einen magischen Dolch, so wäre mal ganz nice. Ansonsten Schwerter. Hat sie auch schon. Schnitter +2 sogar. Donnerschwert hat sie auch. Wenn sie Schnitter braucht, hat sie kein Wudao, ist auch klar. Eine Bitterklinge. Da wäre es natürlich. Sonst in den Würmtöter. Okay, lass das auch mal. Der Rest. Du brauchst eine keine Stahl-Großachs mehr, Kumpel. Das war ursprünglich mal ein cooler Gedanke, aber seien wir ehrlich, der Gedanke ist schon längst verabschiedet. Magische Axt bringt bei dir auch nichts. So, und doch lieber den Hammer wieder. Diamant hat zwar auch den Hammer. Ich weiß, der Typ ist der Hammer. Ich switche mal ganz kurz mit. Ne, warte mal. Tauschen mit Bougeron. Der Bougeron die höheren Angriffswerte hat als Diamant. Dann ist es ein bisschen ausgeglichener. Ich glaube, bei Diamant auch mal irgendwie Sternenkugel geben oder so, weil sonst levelt ihm hier der Alfred noch davon. Junaka ist ja mit dabei, aber sie baut natürlich eine Stahl-Großachs dazu auch. Da gebe ich ihr lieber nochmal den Quatsch. Und sie hat auch einen Tomahawk, oder? Ist auch cool. Dann hat sie das Ding noch, falls es halt notwendig werden würde. Wo ist mein Elixier hin? Ah, hier. So. Sind wir langsam durch hier. Ja, mehr oder weniger. Irgendwie eben noch kacke, weil ich zum Teil Items dabei habe, aber irgendwie auch cool. Legen wir los, Freunde.
Oh, fast natürlich, Position ändern. Wäre nicht ganz so schlecht. Dann zu überdenken. Also ich bin in der Mitte. Okay. Am liebsten die Tanks in beide Richtungen. Also mit den Gefallen tun darf nur von einer Seite herkommen, ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, wo sind die meisten Truppen? Direkt in der Mitte, unten irgendwie. Na komm, hier bleibt oben. Alfred Sigurd ist rechts. Dann mache ich das so. Wer hat Zone dabei? Sie. Im Gewitter. Ne, warte mal, war ja magische Einheiten. Die packe ich dann unten hin. Zack, kommt dann auch dahin. Dann habe ich ihn hier. Da sind die beiden. Das kann man eigentlich so belassen, wie es gerade ist. Camilla fliegen. Wäre natürlich eine Variante. Ja, kann passen. Meine anderen Freunde, ich glaube Animationen sind angeschaltet. War habe ich die noch drin? Ja, ich habe es noch drin. Okay. Kampfanimationen. Und let's go! 敵に囲まれているね。神竜様、この船には砲台があるんだ。撃った先には炎が上がる。味方も巻き込む危険はあるけれど、うまく使えば敵の足止めができるかもしれない。Einer hat ein Flammenkanonenfeld, okay. Hm. ハイヤシンス様がいなくなってからイルシオンが変わってしもうた。兵たちは引くとやらの言いなりで話も聞かん。わしは本当にここで戦うべきなのじゃろうか。 Ja, verstehe. Ein optionaler Charakter, den wir rekrutieren könnten. Das heißt, er darf natürlich nicht sterben, wird mich aber trotzdem angreifen. Ne? So ist er der Quatsch, wie immer. So, die kommen schon relativ weit. Die kommen nicht so weit, wie ich eigentlich gedacht hätte. Lustig. Sehr, sehr lustig. Oh, Elfenwind. So ein scheiß Zauber. Silberbogen, Silberaxt. Meisteraxt. Oh, der könnte noch gefährlich werden. Coole Musik übrigens. Dann noch ein Hammer. Also ja, ich weiß natürlich, ist das Treehouse, das Emblem-Theme. Emblem, Engage, Mann. Also sagen das Theme vom Spiel. Hat trotzdem ein bisschen überrascht. Der hat Foron drauf. Oh, der hat einen Sonnenbogen. Das ist nicht gut. Gut, die sowieso auch. Jetzt ist halt eben ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Diamant sage, geh mal dahin. Abfeuern. Kann zum Beispiel schon mal so irgendwie Schaden machen, wa? Ja, aber irgendwie auch nur ein bisschen was, wa? Flammenkanonen, was ist denn das hier? Magische Artillerie, also ein bisschen Unterschied, okay. Magisch heißt, die können das theoretisch alle nutzen, wa? Also bringt es mir eigentlich nichts, die Magier zuerst zu killen. Weil nachher direkt hier Verstärkung kommt. Verstehe, verstehe. Na gut, dann können wir sagen, kommt alle her, ich lade euch ein. Engage! Es ist großes Engage-Ike-Zeitalter.
Sie hat auch Resistenz, also insofern, die können von mir aus alle kommen. Die ganzen Magier, wäre eigentlich cool, wenn alle direkt auf einmal kommen würden. Ja, warum eigentlich nicht, wa? Weil ich ein bisschen mehr Resistenz gar nicht mal so schlecht fände. Warte mal, bevor ich irgendwie... 私だって Geht nur so, der Quatsch. Hier sind die viel nerviger, war irgendwie jemanden hinzustellen. Ja, gerade. Ist irgendwie lustig. Naja, ich wollte gerade Timera ein bisschen upgraden. Also ein bisschen boosten. Booster und so. So, auf alle Statuswerte. Dann machen wir das nochmal so. Ja gut, Meisteraxt tut zwar weh, aber... Ja, er macht trotzdem Urban. So, hätten wir das mal dort drüben. Dann mit Citrin Camilla kann ich auch noch engagen. Ich will aber erstmal gucken. Jetzt vielleicht sogar schon mal hier links drüben die ganzen Magier und so nachher ausschalte. Das wäre irgendwie noch nice, fände ich. Ich glaube sogar, ich gehe so weit zu sagen... Da ist nur ein Silberbogen-Fuzzi. Dass ich auch mal noch nicht mit dem Ding loslege. Stechender Blick, ja. Okay, nimmt einer 4 Felden Diagonale, macht mir aber selber Schaden, das ist ein bisschen doof. Ich block hier mal ein bisschen und guck mal, ob ich dann hier mit Unterstützung noch was reißen kann. Würde aber die Haupttruppe eher links versammeln aktuell. Mal gucken, ob ich da dann irgendwie nachher noch vorbeikomme. Alfred Sigurd natürlich auch. Und je nachdem, wie es nachher vonstatten geht, dann lasst Bouger immer noch hier. Ich euch alle auch schon mal hier irgendwie versammeln. Warte mal. Ich greife mit Speeren an. Also der mit Speer, der mit Silberlanze. Steht aber gut. Verteidigung, muss man sagen. Da was passiert, sehr unwahrscheinlich. Sie kann auch nur unterstützen. Drachenader. Fügt da ja einen Effekt hinzu. Ja, ist halt direkt bei mir, das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten... keine schlechte Fähigkeit. Alfred Sigurd. Kann ich momentan auch nichts machen. Hier können wir noch mal ein bisschen sammeln. So. Dann würde ich mal sagen, statt zu Pferd sagen, bin gespannt, was der Gegner jetzt macht. Noch 12 ist er niedlich. Hätte ja funktionieren können, Kumpel. Der versucht natürlich auch, ist klar. Heuumpf! Und Heuumpf!
Ja, die Louis Hector Combo, die zieht rein, Leute. Wow, 8. Das hat er fast schon gekitzelt. Ich mach dich fertig, du scheiß Wübern. Das glaube ich weniger. Mhm. Also will nach dort abhauen, der Arsch. Natürlich ist keiner mehr gerade in der Nähe. Also nicht wirklich in der Nähe, sagen wir so, wie es ist. Okay, das dürfte jetzt so das Problem werden. Die kriege ich kalt. Erstmal. Ich glaube, schauen wir erstmal die 4 hier. Markiere ich mal die noch. Zack, zack. Nach ungefähr einen Blick habe, wo die überall hingehen. Okay, erstmal musst du leider weg. Wie willst du sterben? Durch meine Hand? Kein Problem. Das ist die Macht von Ragnell. Dann gehe ich schon mal bis hier hin. Weil er kann ja auch ein bisschen latschen. Wir haben 2 solche Typen. Die haben natürlich ein bisschen Resistenz und so. Da war ja klar. Den Wurmtöter direkt killen. Das ist natürlich praktisch. Wie sieht es mit Tag- und Nachtwechsel aus? Da kann man so noch ein bisschen heilen. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Ne, warte mal, Donnerschwärmer hat jetzt nicht so viel Damage dafür. Der Wurmtöter, ja. Der muss leider in der Nähe sein gegen den anders. Ich könnte zwar mit ihr die dann noch engagen, wenn ich schon mal dabei bin. Zwillingsschlag. Mit dem Windschwert. Das sieht geil aus. Einer weniger. So, Sidal, da würde ich darum bitten, noch ein bisschen zu dancen. Dance, everybody, dance. Dankeschön. Und der erste Streich. Ganz genau, folgt zugleich. Nochmal ein Windschwert. Ja. Dann machen wir den netten alten Wurmtöter. Wo hat er gegen die niedrigste Trefferquote? Ja, komm. Windschwert ist cool. So, ansonsten. Ganz kurz gucken. Jetzt kommt die doch ein bisschen auf den Sack hier. So stelle ich dich einfach hier hin und sag: Yo, Diggi, willst du sterben? Hey, yo, da bin ich. Ist irgendwie auch doof. Aber keiner, der den einfach direkt platt macht. Freiwillige vor, Freiwillige vor. Komm schon, Junge, muss es einen von euch geben, der da einfach sagt: Yo, ich mach ihn platt. Die können natürlich engagen, aber ich versuch's mal so. Da heult der Wolf. So. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben noch einen gepanzerten Fuzzi.
mit dir engagen und darüber fliegen. Das natürlich, doch, Kante hast du. Wir können natürlich von hier aus Elfendonner und nachher wieder abhauen. Weil du hast so viel Resistenz, ganz ehrlich. Aber wenn du jetzt hier hingehst, also, die kommen näher ran. Da ist natürlich doof. Ja, Drachenader machen, aber sagen, hehehe. Du hast einen scheiß Kante sowieso. Muss man wenigstens Sorgen machen, aber ich will euch eigentlich hier drüben behalten. Da wir noch ein paar Gegner haben. Hinter den Camilla gegen die Typen. Da müsst ihr fast schon fliegen. Na komm. Ich würde sagen, Bougeron! Das Bündnis heißt Bougeron. Mulagier. Weil Mulagier kann ja auch den platt machen. Tschüss. Und Tod war sein Name. Alter, der jetzt so schnell, ey. Gut, jetzt haben wir hier noch 2 Magier unten. Einen hier. Klar, die haben viel Resistenz, die kriegen wir trotzdem hin. Irgendwie zumindest. Weil gerade die schnellsten sind sie nicht, das heißt, wir können immer doppeln. Natürlich schon mal geil. Kommen wir theoretisch auch gehen. Ich habe Citrin Camilla noch. Ich kann mit ihr engagen und die Axt ausführen. Ich glaube auch ordentlich Damage machen. Sie kann doppeln, dass er das noch erleben darf. Sie kann den Gegner doppeln. Alter, wie krass ist das denn bitte? Also dann hätten wir den, der andere auch. Theoretisch könnte er mit Alfred Sigurd noch schnell hinreiten. Und sagen Tschüss. Dann wäre der auch mal futsch. Citrin müsste halt theoretisch da hinten flach machen, wa? Das würde auch gehen. Da wäre der auch weg. Hätten wir das schon mal. Camilla, was kannst du überhaupt? Also, was kannst du auch, sagen wir so. Der hat halt einen scheiß Elfenwind, das ist deswegen ein bisschen doof. Dann stelle ich mit Sigurd dahin, mit Citrin jetzt auch schwierig. Kann natürlich noch ein bisschen sammeln gehen, ne? Da geht ja auch. Was könnte man sonst noch so machen? Könnte noch ein Bündnis eingehen mit ihm. Wenn ich glaube noch ein paar Felder mehr geht, dann könnte den erst noch platt machen. Wäre auch eine Idee. Freunde, das und vieles mehr sehen wir uns in der nächsten Folge an zu Fire Emblem Engage. Die Gegner kommen, klar, auch hier unten kommen sie. Aber ihr seht, sieht es noch relativ entspannt aus. Wir kümmern uns erst mal um die Typen links. Die rechts können von mir aus auch kommen, aber was wollen die überhaupt, ganz ehrlich? Außer wir auf den Sack gehen. Könnt ihr theoretisch einfach ihn hier hinstellen und sagen, yo, Typi, komm. Show me your move quasi, zeig mir, was du kannst. Und danach stirb gefälligst. Wobei ich einen Vorteil habe, ich müsste sogar zuerst angreifen. Ah, okay. Unter 25%, das ist natürlich doof. Bisschen behändiger, damit ich das machen könnte. Fairer Kampf. Ja, muss mal gucken, Freunde. Aber wird schon. Oder ich könnte... Ja, aber schade, bringt mir aber nichts, wa? Ne, in dem Fall gerade nicht. Na, wir sehen's. Nächste Folge, Freunde. Bis dahin. Bye, bye.